wieder mal, wer ich da mitgebracht habe. Wen haben wir da? Bachelorin? Patrice, gell? Ja. Also, einfach mal, ich kenne eigentlich den Namen gar nicht. Ich habe den Namen noch nie gehört. Schon gar nicht irgendwie, du hast ja albanische Wurzeln. Kannst du mal ein bisschen erklären, von wo das der Name kommt? Und spricht man den wirklich mit, also spricht man den wirklich Patrice? Also Patrice? Ja. Patrice spricht man es eigentlich aus. Ja. Und von wo der kommt, kann ich dir auch nicht genau sagen. Den haben meine Eltern mir gegeben. Pasiri heisst sie zum Nachnamen, also ich bin ein Mischling. Vater aus dem Kosovo, Mutter Schweizerin. Okay, also wer hat dir den Namen gegeben? Deine Mami oder dein Papa? Beide, also ich habe nicht gefragt. Also. Hat dich das noch nie interessiert? Nein, ehrlich gesagt nicht. Okay. Und so, wie bist du eigentlich aufgewachsen? Wenn du jetzt eine Skala hast von 0, gar nicht Albanisch, bis 10, 100% Albanisch, wo würdest du dich da eingliedern? Ich würde sagen 40, 60. 60 Schweizer, 40 Albanisch. Okay. Kannst du das noch anlegen? Das habe ich auch nicht daheim, aber ein kleineren. Und jetzt? Jetzt hast du schon ein bisschen mehr gemacht. Jetzt ist 50-50. Jetzt ist 50. Jetzt ist man schon ein bisschen wärmer ums. Hast du noch die Schifte Lili dabei? Oder? Ei, packt sie auch noch so ein Zeichen aus. Das gibt's ja nicht. Und jetzt? Also ich mache Musik und du singst ein bisschen, oder? Heide! Hoi Luli! Sie macht zu dir. Kannst du Tschüfteli spielen? Nein, kannst du? Leider nicht. Ja, eben. Wieso? Wieso nur Ich so? weiss nicht, wie viel von dieser jungen Generation kann das echt noch? Ja, aber wieso können wir das nicht? Wir sind ja so viel so. Ja. Und dann... Ich weiss es auch nicht. Das ist wahrscheinlich etwas Gleiches wie bei den Schweizer. Das Jodeln stirbt aus. Schade. Ja, das... Oder ich weiß noch nicht, ob es schade ist. Aber ja, wie viel Prozent wären wir denn jetzt? Nach dem Ganzen? Ja, etwa bei 70, nein, aber das sind ja Sachen, die ich alles kenne. Ja, also hängen die bei euch im Wohnzimmer? Wo so ein typisches albanisches Wohnzimmer? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben ein paar Sachen da oder früher mal gehabt, aber unbedingt daheim aufgehängt nicht. Nein. Kennst du so viel, die das daheim aufhängen? Du hörst jetzt, ja. Wir haben unsere Leser gefragt, was sie denn eigentlich gerne vom Bachelor würden wollen wissen. Und da sind natürlich Fragen gekommen, wo gefällt es dir besser, hier oder unten? Das ist doch etwas, was jeder von uns irgendwie gestellt hat bekommen. Ich glaube, beides etwa gleich, also vom Gefallen her, aber ich bin da aufgewachsen und da geboren, also von dem her kenne ich da die Zeiten ein bisschen besser, sage ich jetzt mal, als du. Von wo bist du von unten? Von Gilan, aus dem Kosovo. Ja, okay, gut. Und du? Dort, ich bin von Tetovo City. Tetovo City, okay. Weißt du, wo das ist? Ja, ungefähr. Das ist eine Stunde weg von mir, oder? Also es ist Mazedonien, also sorry, Nordmazedonien jetzt. Und von dort bin ich gekommen. Alles klar. Aber dann bist du eigentlich Mazedonier, bist du gar kein Schippi. Ich persönlich finde das eben auch kompliziert. Ich meine, das sind die Albaner. Ja. Aber wenn mich jetzt einer fragt, dann sage ich, meine Flagge ist blau, goldig mit Sternchen. Aber du redest auch Albanisch. Redest du Albanisch? Also ich verstehe es besser als reden. Okay. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erklären, was du aus deiner Sicht, wieso das für dich mega schwierig ist, zum erklären, ich bin Schippi, Ja, also ich muss sagen, manchmal tut es mich halt ein bisschen verwirren, eben mit dem Mazedonischen, mit dem Kosovo, mit dem Albanischen. Also von der Schweizer Seite her hörst du meistens einfach die Jugos, oder? Und das finde ich manchmal schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wortübergreifend, weil mittlerweile, es ist mal das jugoslawische Reich gewesen, aber jetzt hast du Kroaten, du hast Serben, du hast Montenegro, du hast Albaner, du hast Kosovaren. Ja. Das ist jetzt die gleiche Diskussion wie, keine Ahnung, wenn irgendwie ein Shaqiri irgendwie ein Adlerzeichen macht, aber ursprünglich kommt er aus dem Kosovo, weißt du, irgendwie, wenn einer scheiß Österreicher sagt, will ich mich ja nicht angreifen, nur weil sie eine rot-weiße Flagge haben mit einem Adler drauf oder weiss Gott was. Also da finde ich, müsste eigentlich unsere eigene junge Community mal schauen, hey, ich gehöre eigentlich dort oder dort oder dort. Also weißt du, ich kann es vielleicht erzählen, wie ich es wahrnehme. Ja. Also ich könnte mich glaube nie als Mazedonierin präsentieren. Ja. Weil, also ich rede die Sprache nicht. Ja. Und ich habe das Gefühl, es ist so das Zugehörigkeitsgefühl ist mega sprachabhängig irgendwo durch. Also, da bin sicher, auch grossenteils, ja. Also da bin ich definitiv mehr Schweizerin als Mazedonierin. Ich fühle mich nicht dem Land zugehörig. Dann bist du nochmal ein bisschen spezieller Fall. Von dem gibt es ja nicht viel, oder? Weil es gibt ja viele von denen, wo du weißt,
wir sind in der Schweiz, aber eigentlich komme ich von dort und dort oder von dort und dort, aber sagt einfach, ich bin Schippi. Manchmal hörst du viele Leute selber über sich und du sagst ja selber auch über dich, ich bin Schippi. Obwohl du weder Albaner noch Kosovar bist, du bist Mazedoner. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach manchmal in den Leuten in den Köpfen geblieben. Aber es ist halt wie die Ethnie, die du wie mitnimmst. Ja, von früher einfach. Wo früher war es ja wie ein Land und dann ist es wie... Getrennt worden. Genau. Darum gibt es ja Albaner aus dem Kosovo, aus Mazedonien, aus Montenegro, aus Griechenland. Und darum sind jetzt die Leute halt dort, aber die Sprache ist ja wie... Oder die Kultur hast du ja wie eigentlich immer mitgenommen. Ja, du hast vollkommen recht. Also die Reihenfolge stimmt ja, aber dann... Was stimmt denn nicht mit den Leuten, dass sie nicht sagen können, von wo sie herkommen, dass sie es nicht checken? Fehlt es an schulisch oder leben die einfach in einem Land, wo es gar kein Interesse hat und sagen, ich gehöre nicht da, aber ich wohne gleich da? Aber so Zugehörigkeitsgefühl, um es nochmal zu sagen, habe ich so das Gefühl, macht mega viel aus, so die Sprache. Und ich sage jetzt einmal die Werte, was die Eltern mitgeben in der Kindheit. Ja. Wie du dich verbunden fühlst oder wie du mit dem... Was haben denn so deine Eltern dir für Werte mitgegeben? Sie haben mir eigentlich die Grundprinzipien von jedem Land, von beiden Seiten, von beiden Glauben probiert zu erklären und mitzugeben und aufzuzeigen, wie was ist. Aber sie haben uns frei entscheiden lassen, ob wir jetzt nach dem Ganzen gehen oder nicht gehen, ob ich jetzt in eine Moschee gehe oder nicht gehe, oder ob ich jetzt in eine Kirche gehe oder nicht gehe. Das ist mir frei überlassen. Okay. Und allgemein die Sache, ich bin persönlich nach dem aufgezogen worden, ich bin ein Mensch auf dieser Welt und ich soll das Beste daraus machen. Was wir auch noch haben bekommen, so als Frage ist... Ja, willst du eigentlich nicht eine albanische Nuss? Ich habe mal eine Beziehung mit einer albanischen Nuss, 11 Jahre lang. Aber das hat nicht geklappt. Also, es ist nicht, dass ich abgeneigt bin gegenüber albanischen Nusses. Okay. Aber ob es jetzt eine Schweizerin ist, eine Albanerin oder eine Amerikanerin oder eine Mazedonerin, ja. Das muss im Herzen stimmen und das muss zwischen uns beiden funken und nicht zwischen den, woher sie kommt. Ja. Das ist mega krass, wir haben mega viele so Anfragen bekommen. Warum ich keine Aussehen habe, oder was? Ja, nein, warum du nicht eine Albanerin suchst. Und bist du schon mal an einer albanischen Hochzeit gewesen? Ja, bin ich. Okay. Um so ein bisschen den Link zu machen. Also dort ist ja auch nicht viel anders als jetzt beim Bachelor. Da hast du so mega viele Frauen, die auf der Tanzfläche sind. Wie gut haben wir denn das gefotoshoppt? Ich kann ja nicht mehr machen. Lustig. Hättest du keine so Menschen so auf einer Hochzeit finden? Hast du das Gefühl gehabt, Bachelor bin ich auch besser aufgehoben? Wahrscheinlich schon, ja. Wirklich? Ja, also das sind jetzt gerade krasse Vergleiche. Also Bachelor ist immer noch deine freie Entscheidung zum Auswählen und ich glaube... Also albanische Hochzeit bist du gezwungen worden zu gehen, oder wie? Nein, aber du sagst ja, über kennenlernen. Ich kann ja auch nicht an einer albanischen... Also kennst du so... Ich gehe an eine albanische Hochzeit, also ich probiere jetzt gerade zu eruieren. Ja. Dann sehe ich dort ein paar Frauen und dann sage ich, dich will ich und dann kommt sie. Oder wie stellst du das vor? Nein, mehr so, ich glaube, das kann man offen ansprechen, wenn du so an einer albanischen Hochzeit bist. Und es hat mega viel so hochzeitsreife Frauen und Männer. Ja. Das ist so auch so ein Ort, wo man sich lernen könnte. Ja, wäre einer. Aber muss nicht sein. Genau. Nein, logisch nicht. Es muss nicht sein. Aber muss man da ins Fernsehen gehen, wenn man eigentlich so etwas auch schon einfach an einer Hochzeit finden kann? Also ich weiss es auch nicht. Ich sage jetzt mal, ich bin kein Hochzeitscrasher. Und wenn ich an eine Hochzeit gehe, dann will ich dem Paar und dem Bräutigam Freude machen, dass ich anwesend bin und mit ihnen die Hochzeit zelebrieren. Aber nicht, dass mich ihre Tanten aufreißen dort oder weiss Gott was, ehrlich gesagt. Aber wenn das dein Plan ist, dort ein paar Junggesellen aufreißen, dann go for it. Aber ich gehe an eine Hochzeit zuerst mal zu dem Paar Freude machen. Okay. Aber nein, du hast absolut recht. Man kann auch dort sicher jemanden finden. Aber jetzt noch so eine Frage, die natürlich alle brennend interessiert. Also wirklich so, wie muss ich mir das vorstellen? So, hast du irgendwann mal so eine Bachelor-Folge gesehen und dann hast du gedacht, boah, so Frauen lerne ich nie kennen. Irgendwie gibt es so Frauen nur beim Bachelor, dann muss ich mich jetzt dort anmelden. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die Frauen findest du überall. Aber ich sage jetzt mal, wenn es um die Liebe geht oder das Gefühl, kannst du Migros an der Kasse sein, im Gym, in der Busstation, im Zug, egal wo. Und dann fängt es, ob ich jetzt dort bin und bei diesen 22 Ladies eine drunter ist, wo ich mich verliebe oder nicht verliebe, das macht einfach so.
Und ich hatte die Möglichkeit, die näher kennenzulernen und ein bisschen daten. Und ja, eigentlich genau in dem Moment merkst, dass du optisch kommst das vorgesetzt über, wo ist. Und dann kannst du dich selber an der Nase nicht mal schauen, wie oberflächlich bist, ob du einen Menschen nur wegen dem Charakter hernimmst oder nur wegen dem Aussehen. Und das ist eigentlich noch das Krasse, das denken wenig wie Bachelor, aber du lernst die Menschen auch völlig anders kennen. Also eine, die du im Fernsehen siehst und völlig gemacht ist oder irgendwie völlig, weiss Gott, du denkst, was ist das für eine? Mit der kannst du eigentlich auch ein völlig normales Gespräch führen, obwohl vielleicht nie eine Beziehung daraus werden könnte. Aber das Ding ist ja schon, dass man irgendwie, also so wie ich es verstanden habe, schon, dass man eine Beziehung nehmen kann. Aber Beziehung kannst du nicht, das ist eben das, was ich damit sagen. Du kannst dich verlieben dort, aber du kannst dich auch dort verlieben. Die Sendung ist gemacht, damit du vielleicht jemanden findest und dich verliebst. Das heisst aber nicht am Schluss, dass du garantierst, dass du verliebt bist. Das will ich damit sagen. Ja, das ist wie im richtigen Leben. Du hast ja keine Garantie, dass es funktioniert. Nein, das hast du tatsächlich nie. Ja, es ist... Ja, es ist schwierig zum Nachvollziehen. Du musst auch beim Bachelor mitmachen, dann wirst du es merken. Ich glaube, ich hätte zu viele Leute, die mich davon abhalten würden. Und ich glaube wirklich, dass ich das auch nicht machen würde. Aber gibt es zum Beispiel bei dir eine Person, die dir gesagt hat, hey, Patrice, mach das einfach nicht? Ja, sicher. Mein ganzer Freundeskreis hat mich davon abhalten und prinzipiell meine Familie zuerst mal. Und wieso, Mensch, haben sie das so wollen? Also wie meinst du, dass ich es nicht mache? Ja. Also die Freunde haben einfach gemeint, hast du es nötig, brauchst du es, findest du so, als keine Frau. Und was hast du ihnen gesagt? Ich habe ihnen gesagt, schau, es ist eine neue Erfahrung und ob ich mich jetzt dort verliebe oder irgendwo anders, why not? Und es ist ja nicht so, dass ich mich angemeldet habe, die sind ja auf mich zugekommen. Und dann habe ich gefunden, ja, wieso nicht? In Sachen Liebe, was erhoffst du noch für die Zukunft? Ja, erhoffe nicht, weil wenn du erhoffst und suchst, dann findest du es meistens nicht. Okay, lass dich hoffen. Ich lasse auf mich zukommen. Ja, du probierst wahrscheinlich mit arrangierten Ehe. Du sagst deinem Papi, geh mal Kaffee trinken. Dann kommt endlich so an sich, am besten einer von unten. Oh Gott, nein, ich glaube, da wäre ich überfordert mit mir, aber wirklich? Ja. Ja, er versteht nicht, warum du dann die ganze Zeit rausgehst und nicht nur daheim bist und kochst und wäschst und fertig. Aber was? Du tust mit dem Bachelor? Dann redet er komplett durch, ja. Ja. Nein, wir wollen hier keine Klischees füttern, bitte nicht. Nein, mit der Liebe lasse ich es auf mich zukommen. Du, wenn es funkt, dann funkt es. Klar, ich kann wahrscheinlich jetzt tonnenweise, oder nein, ich kann tonnenweise anfragen von irgendwelchen Frauen, die mir alles anbieten. Auch von durchaus Schippis, die mir ihre Cousinen und Cousins vermitteln und weiss Gott der Teufel was. Aber ich finde es lustig, aber auf solche Sachen gehe ich natürlich nicht ein. Ja. Ich bin wirklich dort noch klassisch. Also das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, wenn du ja sagst... Ja, absolut, aber bevor ich jetzt mich irgendwo arrangieren lasse oder mache und tue, wollte ich lieber, dass es bei uns auf dem ersten Moment folgt. Überlässt du es lieber 3+? Nein, mir selber. Was war so das Coolste, was du vom Bachelor hast mitgenommen? Es gibt, glaube ich, nicht etwas Cooles. Ich sage die ganze Erfahrung. Wirklich von A bis Z, du lernst ein mega tolles Team kennen. Du bist an coolen Locations. Du siehst das Fernsehen und das Ganze, wie das läuft. Du schaust es nachher völlig anders an. Also jetzt, wenn du Fernsehen schaust, du achtest auf tonnenweise andere Sachen. Und die ganze Erfahrung mal über so lange Zeit, woanders sind mit so vielen Leuten, also es ist schon recht beeindruckend. Etwas, was ich noch gesehen habe, ist, dass du das Gebäude bist runtergelaufen. Das habe ich recht cool gefunden. Ja, eben so Sachen wie hast du Schiss gehabt? Ich bin fast verreckt. Mein Adrenalin, als ich auf dieser Brüstung gestanden bin, hat so fest geschlagen, es hat schon überschlagen. Weißt du, es ist so, das hat also so. Du wärst schnell in Ohnmacht. Eigentlich schon. Ich frage mich, warum das nicht passiert ist. Ich habe wahrscheinlich die ganze Zeit gesagt, nein, Bro, jetzt musst du liefern, Aber mein Herz hat so gepochert und ich habe gedacht, wow. Aber eben, das sind auch so Sachen. Im Leben nie würde ich das machen. Und dort hast du jetzt einfach mal durchgezogen oder mit dem im Haifischbecken oder Heißluftballon fahren. Du drehst an so coole Locations, du lernst so viele Sachen sehen und kennen und mit gewissen Menschen umgehen. Das wird alles gezahlt. Du musst nichts zahlen, das ist echt schon los. Ja, es ist eine mega coole Erfahrung. Und eben, wie gesagt, wie du mit den Ladies bist, wie du dich als Person bist, wie du dich verkaufst, so rufen sie nachher nach dir. Ich persönlich jetzt bin null so in die Standard-Bachelor-Rolle hineingerührt worden, wo man sonst eigentlich sieht oder wie man sonst eigentlich die Person belächelt. Und darum finde ich, sehe ich es nicht so, fuck, du hast beim Bachelor mitgemacht, was bist du für einen? Der Stefan Büsser, sagt er das etwas? Ja. Der Komiker. Ja, der sagt mir etwas tatsächlich. Von allem, was du zusammen hast können über Bachelor lästern oder Bachelorette lachen oder ins Ironische ziehen, ist von mir nur das Lachen gewesen. Ja. Und ich glaube, wenn es heute noch Jamba gibt, 922, und jeder mein scheiß Lachen auf dem Klingelton hätte, dann wäre ich wieder Mark Zuckerberg. Weißt du, was ich meine?
Das Lachen hat Legendenstatus bekommen, Mann. Jetzt musst du noch schnell sagen, wer hat dir denn das sympathische Lachen vererbt? Ich weiss es selber nicht. Also, als ich heimgekommen bin, hat meine Familie selber gefragt, Alter, wie lachst du, Mann? Von wo kommt das eigentlich an? Die haben das selber nicht so gecheckt und wahrscheinlich hat sie im Fernsehen oder das Mikrofon hat das nochmal anders tonmäßig aufgenommen. Weißt du, was ich meine? Aber der Betten ist geil, kann ich dann nachher mitnehmen. Dann müsstest du mir eigentlich schenken. Also so denken. Oder? Das finde ich noch frech. Aber das ist genau das, weißt du, was ich meine? Es war bei mir nur das Lachen, nichts anderes. Und hey, das ist für mich ein mega Pluspunkt. Hey, mit dem können wir wirklich, also das ist etwas, was wir wirklich jetzt können... Das ist Legende. Das ist Legende. Ja. Mit dem können wir dich so entlassen, sozusagen. Also, mit dem lass dich wieder auf Zürich. Ja, du ich habe gedacht, vielleicht sagst du mir jetzt noch, ich soll mal Kaffee trinken mit dem Onkel oder so. Oder vielleicht... Nein, nicht erzwingen. Ja, nicht erzwingen. Siehst, das habe ich beim Bachelor nicht geschafft, mich nicht erzwingen. Weißt du, was ich meine? Ja, habe ich nicht gemacht und in meinem freien Leben mache ich es nicht. Also kannst du nicht erzwingen. Wirklich? Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Oh mein Gott. Ist das jetzt unser Schlusswort, wenn es nicht klappt? Das ist ein bisschen... Komm ich dir etwas Zuversichtlicheres sagen. Das ist mega traurig. Und hey, so halt Bachelorette. Oh, cool. Nein, ich glaube nein. Also... Ich kann dich ja auch unterstützen als Götti. Als Götti? Nein, ich glaube, wenn es so weit ist, wenn es wirklich so weit werden sein, mir würde anmelden bei Bachelor, ich weiß nicht, was damals passiert im Fall. Ja. Ich weiß wirklich nicht. Apokalypse. Hey, aber merci vielmals, hast du die Zeit genommen und bist da gewesen bei uns. Danke. Im Ava News Studio. Komm doch gleich wieder. Genau, und nimm dann auch Frau und Kind mit. Ich versuche. Und sonst arrangiere ich nehme einfach 2 so mit. Okay, bye. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Oh, Kuckuck. Kann man sie gerade brauchen? Mal schauen. Ja, was haben wir da alles gestossen? Was wir da jetzt gerappt haben, irgendetwas. Hey, nein.